Naja, das ist ein problematischer Begriff. Der ist, glaube ich, eher ein Marketingbegriff gewesen von IT-Verkäufern, ja, von IT-Systemen. Weil ich glaube, der Begriff Wissensmanagement ist insofern falsch, weil meist es um Datenmanagement geht, noch nicht mal um Informationsmanagement. Man muss, wenn ich irgendwo eine Datenbank habe, habe ich ja kein Wissen. Ne? Frage, was verstehe ich unter Wissen? Daten sind ja kein Wissen, sondern sind Möglichkeiten, daraus Informationen zu generieren. Wenn man die klassisch systemtheoretische Definition nimmt, dann sind Daten erstmal Unterschiede, die irgendwo wahrgenommen sind oder irgendwo dokumentiert sind. Ja? Und Information wäre dann, wenn ich diese dort dokumentierten Unterscheidungen, wenn die für mich einen Unterschied machen, also wenn ich daraus irgendetwas ziehe, wenn ich die deute, interpretiere, dann wird dann erstmal eine Information. Und wenn ich diese Information dann auch noch in einen Handlungskontext stelle, dann habe ich sozusagen Wissen. Ja? Und wenn ich dann auch noch in der Lage bin, dieses Wissen in Frage zu stellen, dann kann ich sagen, jetzt haben wir womöglich auch noch Intelligenz, dass ich also eine Auswahl treffe zwischen verschiedenen Wissensformen. Das heißt, ich glaube, dass dieser Wissensmanagement-Begriff einfach falsch ist für das, was er üblicherweise meint. Aber wenn man den Wissensbegriff, so wie ich ihn eben versucht habe darzustellen, verwendet, dann ist natürlich die Frage, welche Informationen brauchen wir für welche Handlungszusammenhänge? Und welche Handlungszusammenhänge brauchen wir? Das ist natürlich die erste Frage. Und das andere ist die zweite. Brauchen wir, um unsere Überlebenschancen oder, wenn das Überleben gesichert ist, weitere irgendwo als Erfolgskriterien definierte Ziele zu erreichen.